Ja, Tag zusammen und herzlich willkommen zur Spieltagspressekonferenz von 2 Kölsch. Ja, hallo Leute, und das am 34. und letzten Spieltag der Bundesliga, und der FC trifft auf die Truppe des FC Bayern München, und damit kommt der aktuell größte Trümmerhaufen der Liga zu uns nach Köln. Da muss man wirklich selbst bei uns hier sehr lange zurückblicken, um so einen Trümmerhaufen vorzufinden, trotz aller Scheiße, die wir als Verein in den letzten 25 Jahren gebaut haben. Aber die gute Nachricht ist, wir sind fündig geworden. Nämlich hier direkt an der Inneren Kanalstraße, der Mont Clamotte, geschaffen aus Trümmern aus dem Zweiten Weltkrieg. Und hier stehen wir und begrüßen die Truppe von Bayern München. Ja. Das waren natürlich damals ganz schreckliche Zeiten. Das ist überhaupt nicht vergleichbar. Zumal wir uns über den Trümmerhaufen Bayern München selbstverständlich freuen. Und ja nicht alleine, sondern mit dem Rest der Liga. Ne? Aber wir gucken auf Köln, deswegen haben wir ein kölsches Motto. Und darauf steht: Bazi Hölle, Party Kölle! So, ja, und was braucht man für so eine richtig gute Party? Natürlich mindestens 2 Kölsch. Auf 3 Punkte gegen die Bazis. Prösterchen, Leute. Lecker. Ja, was ist denn da los bei den Bazis? Ja, eine ganze Menge, würde ich sagen. Ne? Beziehungsweise es funktioniert eigentlich gar nichts mehr. Und die absolute Krönung war natürlich diese Management-Fehlentscheidung des Jahrtausends, den Julian Nagelsmann zu entlassen und dann wirklich ohne 3 Titel dazustehen, kläglich auszuscheiden in den Pokalwettbewerben und jetzt auch in der Bundesliga noch mit einer Minimalchance ausgestattet zu sein. Also an die Herren Salihamidzic und Kahn. Das ist wirklich absolutes Praktikantentum, was ihr mit dieser Entscheidung an den Tag gelegt habt. Das ist mit Trümmerhaufen eigentlich noch völlig untertrieben bezeichnet. And the walls came tumbling down. Wir haben es ja vorhergesehen, wenn ihr noch mal schaut auf den Jahresrückblick bzw. Ausblick auf diesen hier. Da haben wir ein paar Worte dazu verloren und wir haben recht behalten, was in diesem Fall total Spaß macht. Ja. Party! Partytime auf jeden Fall. Ne? Dazu haben die sich natürlich so eine Art Fans gezüchtet, die keine Sau braucht. Also die sofort beleidigt ist, wenn man was nicht vernünftig funktioniert, die relativ schnell das Stadion verlässt, ist ja alles diskutiert worden. Also armselig, das heißt, worauf willst du jetzt aufbauen da? Ne? Also, hast du diesen Gag gesehen, liebe Kunden? Es öffnet Kasse 2 für Sie und die Leute strömen wirklich raus aus der Allianz Arena und rennen zu Kasse 2 bzw. rennen nach Hause. Ich musste wirklich herzhaft lachen und dafür gibt es ja ganz viele Beispiele. Ne? Also so viele wirklich wunderbare Sachen, Gags. Ja. Auch Olli Kahn, wie er auf dem Rathaus steht und die Botschaft sendet, wenn sich irgendjemand einbildet, dass im nächsten Jahr jemand anders Meister werden könne. Das wird nicht funktionieren. Nein, das könnt ihr euch abschminken. Genau. Ja. Das ist ohnehin, finde ich, lustig. Ne? Irgendwie, das ist dann so ein Absolvent von der Harvard Business School und jetzt glaubt er, jetzt hat er irgendwas gelernt, was sonst keiner weiß und verkennt völlig, dass da draußen ganz viele Leute sind, die seit Jahrzehnten Unternehmen führen. Ja. Und dann sondert der diese Plattitüden ab und Wahnsinn, fühlt sich da. Ne? Es ist wirklich so zum Fremdschämen. Ja. Es ist albern und wirklich nur zum Lachen im Moment. Gut war ja auch dieser Gag. So nach dem Motto, bei BMW ist ja auch keiner in der Geschäftsführung, der gut BMW fahren kann. Das hat mir auch sehr gut gefallen. Ja. Also, es trifft die Sache schon ganz gut, würde ich sagen. Ja, und Salihamidzic, man hat ihm eine Zeit lang nachgesagt, dass er gute Transfers getätigt hätte. Jetzt bricht dieses ganze Konstrukt in sich zusammen. Also, dass da keine Mannschaft auf dem Platz steht, ist ja völlig offensichtlich. Und Bayern München gelingt es im Moment tatsächlich, alle Spieler ein wenig schlechter zu machen. Ja. Also das umgekehrte Steffen Baumgart-Prinzip, ganz genau. Der macht alle ein bisschen besser. Bayern München macht alle Spieler schlechter. So wirkt das im Moment. Und dass wir darüber eine Party feiern, ich glaube, da darf sich eigentlich wobei Sie haben ja eine sehr zukunftsweisende Lösung. Ne? Es kommt doch dieser frische, fröhliche, freie Uli Hoeneß zurück wahrscheinlich. Ja. Ne? Das ist doch mal eine ganz intelligente Lösung
Ja, das zeigt ja wirklich, wie ratlos dieser Verein ist. Ne? Also, dass die Mumie jetzt aus dem Schrein wieder hochgeholt wird oder sich selbst zum Auferstehen irgendwo. Du hast gesagt, er würde sich im Grabe umdrehen, wenn er schon tot wäre. Ne? Ja, genau. Der einzige Grund, warum er sich nicht im Grabe umdreht, so ist, dass er noch lebt. So habe ich gesagt. Genau. Ja, viel besser. Viel besser. So. Und bevor die Leute jetzt wieder sagen, ihr macht hier nur Bashing, ja, seid uns nicht böse. Es macht tatsächlich richtig Partylaune, denen dazu zu gucken, wie sie sich selbst zerstören. Und ich glaube auch, es ist ein nachhaltiges Ding, was die da gerade aufbauen bzw. abbauen. Wir werden da noch länger Freude dran haben. Aber es gibt für uns Kölsch natürlich noch viel schönere Dinge. Ja, vor allen Dingen der eigene Erfolg. Also natürlich Häme, wer uns kennt, weiß, dass Schadenfreude auch immer eine gewisse Rolle spielt und macht ja auch einfach Spaß. Aber viel mehr Spaß macht der Erfolg des eigenen Vereins. Und diese Saison, die wir jetzt hier hingelegt haben, mit diesem Abschluss auch. Vorher haben wir gesagt, Plätze 8 bis 12 würden wir nicht nur unterschreiben, sondern wir wären happy, wenn es so käme. Das wird eine Punktlandung. Aktuell sind wir 10. Ja. Die Mainzer selbst können wir auch noch einholen. Ja. Wir stehen vor Gladbach. Also es ist alles Friede, Freude, Eierkuchen. Wir haben eine tolle Europa-Zeit hinter uns gebracht in dieser Saison, sind trotz dessen in der Liga geblieben. So viele Gründe, Party zu feiern, wie dieses Jahr, haben wir lange nicht gehabt in Köln. Ja, und im Übrigen, im Gegensatz zu den Bayern, wird bei uns in aller Ruhe gearbeitet. Selbst die Statements der Geschäftsführung und des Vorstands sind einwandfrei, großartig, was gerade wieder rauskam. Wir unterschreiben das und es ist uns runtergegangen wie Öl. Ja, also auf allen Baustellen wird ordentlich gearbeitet und geräuschlos. Es ist ein Träumchen, das anzusehen. Ja, ne? Du meinst natürlich die Entscheidung, was die DFL-Investorenanteile bzw. den Verkauf von Anteilen anbelangt. Heute ist übrigens die Mitgliederversammlung in der DFL. Die Entscheidung fällt heute. Wir kennen sie jetzt noch nicht, aber wir hoffen wirklich inständig, dass abgelehnt wird, dass das nicht kommt. Denn das wäre für uns Fans in Deutschland, wäre das, glaube ich, der völlig falsche Weg. Und dickes Kompliment deswegen, du hast es gesagt, Thomas, an unseren Vorstand. Ja. Dieses Statement war einfach genau auf den Punkt Weltklasse. Ja, und wenn es dann abgelehnt wird, dann ist das noch ein Grund, Party zu feiern. Ja. Und die 3 allerfettesten Gründe, da haben wir jetzt alle schon sehr, sehr viel drüber geredet, die werden natürlich im Stadion vor uns herlaufen. Wir verabschieden 3 Legenden, heißt es die ganze Zeit, aber ohne so hoch ins Regal zu greifen, muss man sagen, es sind schon wirklich außergewöhnliche Spieler, jeder auf seine Art. Ne? Ja, definitiv. Also Skiri verlieren tut, glaube ich, niemand gerne. Das war nun wirklich der Musterprofi der letzten Jahre. Ja, unglaublich, wie diszipliniert der Mann gearbeitet hat und mit was für einer Qualität. Ja, auch unglaublich sympathischen Teamplayer. Ja. Ein sehr guter Einkauf auch. Also wenn man mal zurückblickt, apropos Trümmerhaufen und was wir alles in den Sand gesetzt haben an Einkäufen. Aber dieser Transfer war wirklich klasse. Und da geht ein richtig netter Typ, ein guter Spieler, der uns verlässt. Timo Horn auf eine ganz andere Art und Weise, FC-Legende, als Fan und als Spieler gleichzeitig, hat in dieser Saison wirklich auch eine sehr gute und wichtige Rolle gespielt. Auch wenn es auf der Ersatzbank war, hat aber auch nicht rumgemocht. Nein, gar nicht. Gut, hat er auch auf der anderen Seite keinen Grund gehabt, weil er auch genug Geld verdient hat. Das muss man dazu auch sagen. Aber Timo Horn ist und bleibt eine FC-Legende. Ja, der ist aus der Südkurve quasi über den Zaun geklettert und hat sich ins Tor gestellt und ist ja sehr, sehr lange geblieben und nicht wegzudenken. Und ich glaube, wir werden später irgendwann mal sagen, wir wünschen uns noch mal einen, der sich so identifiziert mit dem Verein. Ja. Absolut keine Selbstverständlichkeit. Und eben auch, also eine Seltenheit wird das sein. Und naja, über Jonas ist schon viel gesagt worden. Wir haben ihm sogar ein eigenes Shirt gewidmet. Auch Jonas Magnus? Ja. Düvelskäl. Düvelskäl, ja, genau. Ja. Und was ich so schön finde, ist, dass überall tatsächlich gewürdigt wird, dass er so ein eigener Charakter ist. Dass er sich so gar nicht vereinnahmen lässt, dass er so seinen ganz eigenen Weg gegangen ist. Und das macht es, diese 3 Leute so komplett anders. Also wirklich völlig nicht vergleichbar. Ja, und deswegen bin ich mir ganz sicher, dass ganz viele Tränen fließen werden am Samstag. Das wird nicht zu vermeiden sein. Und es wird ein ganz emotionaler Tag werden. Und deswegen sind wir so froh, dass uns keine
tanzenden Bazis mit irgendwelchen Weißbiergläsern und Rumspritzereien da die Party versauen. Die Bayern werden ganz kleine Brötchen backen und können sich vom Platz schleichen. Semmeln. Und wir Kölner, Semmeln, ja. Wir Kölner, wir werden unsere Party feiern. Dann ist auch Häme rückt dann völlig in den Hintergrund. Wir feiern nur noch unseren ersten FC Köln, unsere Spieler, die ausscheiden. Und ich kriege jetzt schon eine Gänsehaut, wenn ich daran zurückdenke. Ich weiß gar nicht, ob sie uns auf den Platz lassen diesmal wieder. Meinst du? Das glaube ich nicht. Aber bitte nicht jetzt irgendwelche Gitter aufbauen, da, dass wir da wieder wie im Hamsterkäfig rumsitzen. Das wäre nun wirklich gegen schade. Regensburg damals. Das wollen wir nicht, genau. Ja. Das ist unten, ne, damit wir auch, sonst fliegen auch die Becher nicht so weit, ne? Falls die Bayern doch was zu feiern haben. Ne? Ja, ja. Aber auch dazu, selbst wenn jetzt quasi Worst Case, das muss man auch mal sagen, also Worst Case wäre ja, wir verlieren, Dortmund verliert, die Bazis feiern da doch ihre Meisterschaft und dennoch wäre es ein Trümmerhaufen. Es wäre wirklich nur eine Lackierung auf dem rostigen Fahrrad. Ja. Das ist nächstes Jahr dann wieder genauso mistrig. Eigentlich hat Bayern München gar nichts zu gewinnen, denn selbst wenn sie noch Meister würden, die Saison ist trotzdem für den Arsch. Ja. Ne? Und der Trümmerhaufen bliebe bestehen. Und wahrscheinlich wäre es das Schlechteste, was ihm passieren könnte. Denn wenn sie Meister würden, dann hätten sie noch mal eine Ausrede, um die ganzen Figuren hier, die Management-Chaoten, Praktikanten da zu behalten. Mein Tipp ist ganz klar, am Montag nach dem letzten Spieltag wird das Bauernopfer Salihamidzic über die Wupper geschickt. Aktionismus ist natürlich auch nötig, wird auch von den Fans gefordert. Und was aus dem Kahn wird. Heidi Klum. Ja, Heidi, oh Gott, gut, dass du das noch mal ansprichst. Wie peinlich ist das denn? Also wirklich, Heidi Klum und ihr Pappnasenfreund, ganz ehrlich, wenn die sich jetzt schon gemüßigt fühlen, irgendwie da ihren Senf dann ist abzulassen, wirklich Trümmerhaufen. Ja? Also. Sehr gut, aber. Also, das ist wirklich eine komplett traurige Geschichte, die da abgeht. Wahnsinn, absoluter Wahnsinn. Ja. Ich hatte noch einen Gedanken, ist er weg. Ich habe so selten Gedanken. Man könnte so viel erzählen. Es ist ja auch die letzte PK der Saison. Ne? Ach, also auf der einen Seite sind wir ganz happy, dass es jetzt in die Sommerpause geht. Auf der anderen Seite wird uns das natürlich auch fehlen. Ja, es wird noch eine Saisonabschluss-PK geben, wie immer. Ne? Also es wird ja wahrscheinlich auch wieder in mehreren Teilen geschehen. Wir sind uns aber noch nicht ganz klar, wann wir das machen. Ja. Und die Themen sind auch noch nicht so ganz fix. Ne? Feiern wir sonst noch irgendwas? Also mir fällt spontan noch ein, natürlich unseren Trainer. Absolut. Das Ganze, was Steffen Baumgart hier in den letzten 2 Jahren, auch in dieser Saison, er hat es ja jetzt wiederholt. Das einmal zu schaffen, ist schon schwierig. Aber dann oben zu bleiben und das Level zu halten, ist noch viel schwieriger, das wissen wir alle. Und er hat uns jetzt erneut in der Liga gehalten. Deswegen auch an der Stelle, lieber Steffen, Chapeau, du tust dem Verein wahnsinnig gut. Auch was du jetzt gesagt hast in den letzten Tagen hier auf diversen Stammtischen, bist völlig einer von uns geworden. Ja. Und das feiern wir. Das feiern wir total. Wir feiern auch das Ende der Ambitionslosigkeit. Wir haben ja noch vor gar nicht so langer Zeit gesagt, wie scheiße das ist, dass wir uns immer mit dem Geringsten zufrieden geben. Das ist auch vorbei mit Steffen Baumgart, der auch sagt, nein, wir wollen hier auch noch mal irgendwas gewinnen und irgendwas reißen. Und dafür ist er da. Das tut natürlich echt gut, weil du weißt halt, dass die sich jetzt ihren Licht nicht unter den Scheffel stellen. Ob es dann was wird oder nicht, spielt keine Rolle. Du musst dran arbeiten. Ja. Ein Träumchen. Auch das feiern wir total. Ne? Und euch. Eben, das wollte ich jetzt auch noch sagen. Zum Schluss, die Fans des 1. FC Köln, also nicht uns selbst, keine Sorge, sondern die Südkurve. Die Südkurve, den Auswärtsmob, der regelmäßig am Start ist in Europa. Was war das bitte schön für eine geile Saison? Ja. Und also das ist alles, gehört zur Kölle-Party dazu. Viel wichtiger als die Häme gegenüber den Bazis. Aber die Kombination aus beidem, die wird diesen Tag so einzigartig machen und runtergehen lassen wie Öl. Ja. Es wird mir fällt keine Vokabel mehr ein, um das zu beschreiben. Angst vom Tag danach. Ein gigantischer Tag wird es werden. Darauf jetzt schon nochmal 2 Kölsch. Auf 3 Punkte und wir sehen uns am Samstag um 15:30 Uhr im Müngersdorfer Stadion. Prost, größte Leute. Partyzone ever.